Und weiter geht's bei Final Fate zum Echtnis mit der Sidequest Nummer 5 mit, Silas Kind. Warum das so ist, haben wir ganz kurz nachgeforscht. Es ist ein bisschen seltsam, ganz ehrlich, also im Prinzip, ich habe im letzten Kapitel erwähnt, von wegen, ja, was Awakening weiß ich noch irgendwie mit den Müttern und so weiter, dass die Priorität haben die Väter eher weniger aus, es ist Chrom, der hat irgendwie 2 Kinder, oder kann 2 Kinder haben. Wie dem auch sei, das ist hier alles ein bisschen anders. Gut, das war irgendwie zu erwarten. Stahlschalt, okay, dann können wir trotzdem mal. Verwenden. So. Ja, und zwar hat das irgendwie damit zu tun, frag mich nicht warum, aber es ist irgendwie so, dass, wie ich schon erwähnt habe, die Hauptcharaktere, die haben Vorteil oder Priorität. So, aber wer ist überhaupt die Hauptcharaktere? Hauptcharaktere sind natürlich wir selbst, ist ganz klar. In diesem Fall halt der gute alte Michael, wo ist denn hier, genau. Dann natürlich auch noch Asura, und dann noch die ganzen Königskinder. Also in diesem Fall halt vor allem noch Ryoma, Hinoka, Sakura, Takumi, die haben ihre festen Kinder. So. Der Rest, der ist alles irgendwie, ja, kann alles variieren. Ich muss sagen, jetzt Ryoma kommt rüber, aber ich irgendwie nicht. Ansonsten gucken, ist echt so. Doch so ein bisschen. Ja, wie bereits erwähnt, der Rest ist irgendwie nur auf die Männer fixiert. Ja, richtige Männerdomäne. Deswegen, weil ich jetzt Rinka mit Silas gemacht habe, egal wen ich da mit Silas verkupple, das Kind wird halt immer Sophie sein, seine Tochter. Natürlich dann mit einer Haarfarbe, ist klar, jetzt hat sie halt die Haarfarbe von ihr. Also, es müsste eigentlich so sein, wobei. Ja, doch, könnte das stimmen, war. Genau, aber. Wie gesagt, egal mit wem ich Silas Rang S erreichen lasse, das Kind wird immer Sophie sein. So. Das heißt, die Frauen, eben abgesehen davon, dass es halt die Hauptcharaktere sind, die haben hier bei der Kindeswahl überhaupt keinen Einfluss. Ist ja mal nett, war, wenn man es mal so betrachtet. Nee. Aber es ist auch mal interessant, das ganz mal so zu wissen. Wer Priorität hat und wer nicht. Ja gut, da wäre natürlich Down gar kein Thema, aber der Rest würde mir ziemlich wehtun, wa? Obwohl, nee, warte mal. Das ist sowieso relativ egal, man hat sowieso kaum Schaden. Ja, Resistenz nicht so geil. Aber so viel dazu, wa? Wie das Ganze irgendwie auch mal funktioniert. Ich sag dir, die sind einfach zu doof, die Dörfler. Silas, unser Herzritter. Dankeschön, die hole ich mir auch gleich. Ah, nein, erwischt. Ja, die stehen natürlich noch genau neben ihm. Meine Güte, also man kann schon dämlich sein, man kann aber auch strohdumm sein, ganz ehrlich. Das tat weh. Das gibt mir aus dem blauen Fleck, Freunde. Und hier komme ich mal hin. Oh. Ja, ich weiß, es ist Wasser. Dankeschön. Kannst du vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen was machen? Ja, nicht gerade viel, aber es ein bisschen geht schon. So. Sind ja eigentlich relativ die Dinger, die aber kaum vorwärts kommen. Das sind ja Fimbulwinter-Typen, die interessieren wir sowieso weniger. Ich blicke gerade halt mit ihr hier rüber. So. Jetzt haben wir natürlich den, der wird bei ihr sowieso keinen Schaden machen. Das ist schon mal gut so. Takumi eventuell. Ich meine, rüber kommen sowieso nicht. Da die ausschauen, aber kein Bock drauf, ganz einfach gesagt. Also. Ach, der ist Jesus, der kann über Wasser laufen. Warum? Doppeljumi! So. Jetzt wird ihn einer angreifen. Ja, gut, von mir aus. Wenn er überhaupt trifft, wird er sowieso kaum Schaden machen. Währenddessen gehen wir. Kann ich eigentlich mit. Ja, der Rang S von dem her, oder? Ja, mal so doof. Was? Okay, doch doof. Quatschen geht auch nicht. Okay.
wer es den Nährplan macht. War, wer hat von Level 7 auf Level 40 bringen? Hm? Naja, nur mehr oder weniger. Ich kann natürlich auch den Plan machen, aber ist eigentlich nicht. So. Dann sie hat den besten Töter, genau. Der wird bei ziemlich allen hier wehtun. Die macht mir auch keine Sorgen, aber die haben so eine doofen Resistenz. Der könnte man noch ein bisschen Probleme bereiten. Naja. Mitteljato, verdammt! Wobei, spielt keine Rolle, der kann sowieso nur heilen. Ja, sehr gut, das gibt Level 17. In unserem Hoshido-Team, das tut doch weh. Oh je. Ja, da kommen sie alle. Oder versuchen es zumindest. Wo geht ihr denn hin? Alter, wie doof kann man sein? Jetzt mal ernsthaft, die sind doch nicht mehr ganz 100. Wieso kann Takumi übers Wasser laufen, aber sie als Meister-Ninja kann es nicht. Also teilweise eigentlich auch ein bisschen. Was geht hier im Spiel eigentlich ab? Okay, wir haben hier jetzt noch viele Gegner. Scheiße. Der müssen wir auch schmerzen. Die noch in Ruhe lassen, war. Wäre sicher nicht die dümmste Idee. Geht nicht, weil ich muss da die beim... Oh, Mann! Ich sag ja, also man kann schon doof sein, man kann aber auch sowas von hirnrissig doof sein. Mein ganzes Team mit in den Tod stürzen. Yay, da habe ich doch Freude dran. Kann man bei dem irgendwie durch mit irgendeiner klugen Waffe? Nur ganz kurz testen, kann man hier raufstellen. Indas-Pfeil macht ziemlich viel Damage. Gefällt mir. Aber kein Crit, gefällt mir weniger. Da kommt noch keiner was Wasser. Gut, der gerade mit dem Langspeer an, der da gekillt. Gut, das ist überhaupt kein Thema. Der geht mir auf die Nerven. Welchen Naginate für mehr Defense? Das war eine doofe Idee. Jetzt greifen wir natürlich hier unten an. Oh. Ja, das ist vom Schnelldurchgang, war. Das kommt davon. Achso, stimmt, kann sich entwickeln, war. Rittmeister. Alter, kriegt die Bonuswerte, seht ihr das? Rittmeister. KP, Stärke. Wir vergleichen mal ein bisschen die Werte hier. Okay, ich sehe schon, der Erzritter wäre um einiges besser in der Offensive. Nee, auch nur mehr KP, mehr Stärke vor allem. Moment, was ist Silas? Erzritter. Ja, machen wir was anderes bei ihr, aber. Na dann. Sophie, willkommen bei uns. Ich befördere dich zum Rittmeister. Also das ist ja eigentlich schon ein bisschen pervers. Oh, 12. Okay, nee. Talion, das braucht sie. Alter, ich glaube, Sophie wäre richtig, richtig stark. Was? Rittmeister 18, Alter! Ach, das war immer mit dem Erbschaftssiegel. Leck mich am Arsch. Ich hätte 18 Level übersprungen. Ja, du lernst schlecht. Okay. Ich glaube, mit Trinken kombinieren war eine geile Idee. Talion braucht natürlich, das ist eine 1A-Fähigkeit.
Das ist jetzt von ihrem Vater, ja. Neutral im Feld kämpft. Defensiver Hieb ist auch immer geil. Verteidiger, aber jetzt wird er weniger. Aegis hat aber irgendjemand Zuflucht raus. Ja, leck mich am Arsch. Was haben wir getan? Alter, die kann 9 Felder. Silas. Du bist langsam im Arsch. Gut, natürlich, wir haben ihn ja auch trainiert, aber. Alter, was für eine Fähigkeit das die hat. 32. Okay, ich muss vor allem bei Herrschaften-Offenbarung ein bisschen mehr drauf achten. Alter, mit dem Herrschaftssiegel. Hallo, ich bin stärker da. Und ich denke mir so, was? So. Ist hier gerade ein bisschen doof, was ich irgendwie treibe. Weil ich komme ja nicht übers Wasser irgendwie. Die macht echt guten Damage. Gut, ich weiß, sie ist noch ausgerüstet mit Silas, aber trotzdem. Da kam so ein groß. Ja doch, muss sie sein. Schafsgeist. Wenn der Crit bin ich weg. Oh! Ein Doppelcrit! Mutter und Tochter, ja, wieso nicht? Aber nichts dagegen. Also ein bisschen heilen wäre auch ganz klug. So. Ja, der Halle an mir war. Naja. Okay, das überrascht mich immer noch, ey. So viel. Ja, ich sage, sie sind zu doof, um wahr zu sein. So, wie kann man so bescheuert sein? Und vor allem, wie soll ich die so überhaupt beschützen? Das geht doch gar nicht. Ja, eine geile Fähigkeit, wa? So. Ein bisschen Tabula Rase hier, wa? Kann auch mit ihr rüber, natürlich kann man mit ihr immer noch. Also, Ninjas sind. Vor allem, ein Scharfschütze kommt übers Wasser, Ninja nicht. Ja, Logik lässt grüßen. Könnte nur so angreifen, ja. Ich habe ein bisschen zu viele Gegner, kann das sein? Ich glaube, ich sehe auch, wer hier zuerst mal weg muss, wa? Eigentlich mache ich einen relativ guten Schaden und mache trotzdem erstmal den definitiv weg. Der Genugpflege ist also relativ egal fürs erste. Ryoma, kannst du mal den hier platt machen mit Rashinto? Dankeschön. Level 18! Jo, auch nicht schlecht. Jetzt darfst du dir mal den aufs Korn nehmen. Ich sag's ja, Level 18! Es geht voran allerdings. So, sie kann auch theoretisch übers Wasser laufen, ja gut. Ja, wird später mal, wa? Vielleicht ihn platt machen, ne? Noch ein bisschen Zeit von der Part. Also noch ein paar Erfahrungspunkte, nicht gerade so wild. Soll doch lieber für sie aufsparen, die Erfahrungspunkte. Erstmal Sophie kann. Oh, einmal ganz kurz. Ja, macht Sophie, hm? Was? So, ne, mit 77? Mit 77 soll man nehmen? Ich krieg gleich. Ich weiß auch nicht, was ich kriege. Doppelnaginator, dankeschön. So. Geht mit ihr auf die Nähe. Kann also mit aus der Entfernung angreifen. Oh, macht auch ziemlich viel Schaden, vor allem guten Schaden. Tigergeist.
Dachte schon fast, sie wird kriten. Du. Alter, wie sackstark sie einfach ist. Jo. Geht doch eigentlich, wa? Good job, Abel. Sondern du aus, sicher, es geht weiter, soll ich erwarten eines Pferdes. Yes. Ja. So machen, also mir alle geben. Aber jetzt verstehe ich es, Papa. Was genau meinst du? I could Wenn du learn a lot from you. möchtest, natürlich möchte mitkommen. Thanks. Ja, Brr. Abel, Sitzplatz, Abel! Great. Sophie. Dein Gesicht anknabbern? Also. Abel! Oh je, oh je. Ist aber irgendwie noch witzig, wa? So, das auch geschafft. Meine Güte. Echt noch Power. Respekt. So, wie sieht's aus? Erstmal so viel muss man mal ein paar Items ablegen, weil da geht ja gar nicht mal hier. Das hat immerhin Stufe B. Ich habe noch Silber-Katana, aber ich habe noch Silber-Naginata. Sehr gut. Ich habe dummerweise sonst Magie, nö. Dann Doppel. Auch nicht wirklich, wa? Noch ein bisschen eine Mixtur und keine mehr davon haben. Mein Talent. Wie wird das bei ihr aussehen? Ohne Häuptling. Oh. Schmied. Nö. Kein Bock. Ich will ganz kurz gucken, wie es jetzt aussieht. Natürlich auch bezüglich Hi. der Waffenschriftrolle, die ich am letzten Mal noch erwähnt habe. Gibt's eben noch keine, wa? Mist. Ja dann. Wo ist sie? Sophie! So. Das muss natürlich schon sein, da kann man eigentlich nichts. Was man machen kann, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Aber wir könnten auch das eine oder andere schmieden, Freunde. Silas könnte die Silbernaginate schmieden, okay. Eine Koralle, die ich habe. Okay, die kann man dazu verwenden. Interessant. Doppelnaginat, da wäre doch eigentlich eher das für Hinoka, als jetzt sowieso nicht so viel Power, sag ich jetzt mal. Die Donnaginat, da müssen mehr Magie, wa? Weil die ist eigentlich mit 11 schon mal gut, aber Doppel wäre sicher mal nicht so schlecht. Dann nehme ich sie ihr natürlich weg, das ist ja auch scheiße. Ja, ich weiß, ich könnte neue kaufen, aber ich habe eigentlich relativ wenig Bock drauf. Ja, komm, mach so. Donnaginata. Wenn man ganz kurz von der Form her. Ah. Was? Ich wollte. Nein, nicht umtauschen. So, ein bisschen zurück wollte eigentlich, wenn ich direkt alles löschen muss. Ich glaube, von der Form her könnte es noch stimmen, weil es ungefähr so aussah. Ah, ich überschreibe gerade alles. Ja, super. Dankeschön. Kann man sich auch nur irgendwie einstellen, damit das eben nicht passiert, aber naja. Das müsste genau hinpassen. Schlecht ist nicht. Blitznaginata. Jo, dankeschön. So, der kann...
Aha, so, schmieden. Shura kann auch mit dem Meister, Yuma kann... Takumi kann nicht, wahr? Ja, aber schmieden da ganz kurz, wenn schon mal... Spielt echt keine Rolle, war. Meister Yumi. Giga Yumi. Nee. Nee, lass mal. Kein Bock grad drauf. Das hat nur +1, wobei der Name ist ja auch scheiße. Solche Namen hasse ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, machen wir mal Giga Yumi. Nicht sehr originell, ich weiß, aber der Zweck heiligt die Mittel. So, schmieden dann noch jemand irgendetwas, aber immer noch ein Okay. Vielleicht noch ein bisschen was. Okay, was Pfeil, genau. Nö. Ja, schmieden ist natürlich schon eine geile Sache, muss man zugeben. Aber naja, immer nützler ist eine andere Frage. Aber trotzdem muss ich sagen, eine interessante Mission gewesen. Neue Charakter dazu bekommen und die ist also so viel, die reißt einfach so viel, die ist so viel Power. Und der natürlich so abgegradet war, wenn du denkst, okay, Stufe 20 bekommt man sie. Da gibt es einen Erbschaftssieg, entwickelt sich, plus noch 18 Level. Na gut, eigentlich 17, ja, aber trotzdem. Ist auch ziemlich heftig. So, Unterstützungssprecher. Mehr als ich dachte. Währenddessen trinke ich mal was. Ja, ich meine natürlich, jetzt könnte ich noch mit den anderen Charakteren, auch mit den anderen Hoshido-Charakteren vor allem noch ein bisschen trainieren und mit einer Dame meiner Wahl halt irgendwie kompulieren lassen. Ein schönes Wort, ich glaube, es ist sogar falsch, aber trotzdem. Ein schönes Wort, ihr versteht, was ich meine und daher die Charaktere, quasi die Kinder angucken, testen, wie auch immer. Aber nee, ganz ehrlich, das will man jetzt doch zu lange dauern und ich will noch ein bisschen Action haben. Ihr denke ich auch, sicher auch und daher wird es sicher in der nächsten Folge eigentlich mit Kapitel 27 weitergehen und wer weiß, wie schnell wir da durchkommen, vielleicht ist sogar alles in der nächsten Folge schon vorbei. Wenn es relativ schnell geht und dann das Hauptkapitel auch noch, also später das Finale, kann man nie wissen. Was mir geschenkt hast. Aber. Nur durch Fehler lernen wir. Lalala. Hm, nö. Muss es einfach. Ja, das ist sie. Mutter und Tochter, Mutter. Was ist los? Ja, müsste die gleiche Haarfarbe sein, wa? Wobei, bei ihr ist es, glaube ich, ein bisschen mehr nach, wie soll ich sagen, mehr rötlicher. Also sprich, aber das Gefühl, Rinka sind eher ein bisschen weißer und ihre irgendwie ein bisschen ins Rötliche. Aber ist doch nicht mehr so, dass die Haarfarbe auch unterschiedlich ist. Also bei Awakening war es so. Später war es ja eigentlich so, dass das Kind ja abhängig von der Frau war, nicht wahr? Und der jeweilige Partner, der hat im Prinzip nur dazu beigetragen, was halt das Kind für Klassen, also für Fähigkeiten vererbt bekommt, wie hier ja auch. Welche Klassen es sich noch entwickeln könnte oder halt wechseln könnte und halt eben auch die Haarfarbe. Das war vor allem dort so. Gut, Freunde, wir sind ja, denke ich mal, ready. Ich meine, klar, jetzt die Frage, Silas und Sophie auch rein ins Team oder macht das irgendwie anders? Ich meine, sie hat schon Power, vor allem die Fähigkeit direkt auf dem Maximum schon. Nein, ich will nicht lagern, Mensch. Ich habe jetzt gelagert. Katana ein bisschen schneller, sinken aber die Defense-Werte. Also man muss schon sagen, sie ist schon gut. Vielleicht im direkten Vergleich nicht so gut wie andere, aber es sind relativ viele Fähigkeiten. Ja, Vater Silas ist natürlich ein bisschen schneller. Ne, sie ist sogar schneller. Ein bisschen mehr Stärke, jo. Ein bisschen mehr Verteidigung noch, dafür hat sie mehr Resistenz.
Ja, müsst gucken, Leute, ob wir das genau machen. Ob wir sie mitnehmen können oder eben nicht. Aber das will es mehr, sehen wir in der nächsten Folge wieder hier bei Fire Emblem Fates zum Echnis. Dann endlich gehen wir zu König Garen. Bis dahin, ciao zusammen.